Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe ehrlich das Gefühl, ich werde irgendwie mit jeder Folge so ein bisschen persönlicher und viel offener. Manchmal fast zu offen, weil heute spreche ich so ein Thema an oder ich will so ein bisschen, ich sag mal, mehr aus meinem Leben erzählen, und ich glaube, sonst so auf Social Media wahrscheinlich jetzt weniger würde erzählen. Also, I don't know, ich finde TikTok ist so eine Plattform, wo ich eigentlich fast am wenigsten persönlich bin. Digga, ich habe meinen Kopf angeschlagen, aber ich glaube, es hat gehört. Wo ich am wenigsten persönlich bin, einfach weil ja, dort halt die meisten Leute auch drauf sind, die sich in dem Sinne am wenigsten mit mir befassen. Also klar, ich habe dort die meiste Reichweite, aber so schlussendlich, die sehen vielleicht so, wenn überhaupt, ein Video von mir am Tag, wo maximal 1 Minute geht. Und also wie gerade auf TikTok habe ich das Gefühl, du wirst viel mehr judged, auch weil halt auch viel mehr deine Videos sehen, die dich vielleicht nicht unbedingt cool finden oder die dich nicht unbedingt verfolgen oder dich nicht wirklich kennen. Und YouTube ist schon ein bisschen mehr so das Ding, aber ja, auch auf YouTube habe ich das Gefühl, das wird vielleicht mehr nach jetzt Leute schauen, die, ja, I don't know. Ich finde, Podcast ist so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen mein Safe Space geworden. Auch wenn es eigentlich mega dumm ist, weil es können ja genauso Leute zuhören, die jetzt vielleicht mich nicht so gerne haben, I don't know. Aber so, ihr habt euch alle dafür entschieden, dass ihr jetzt mir eine halbe Stunde oder keine Ahnung, wie lange der Podcast wird gehen, wenn zuhören. Also vielleicht schaltet ihr jetzt auch die nächsten 2 Minuten ab. Wir wissen es noch nicht, aber ihr habt euch zumindest dazu entschieden, zum mal auf den Podcast draufzuklicken. Und das sagt für mich irgendwie schon viel mehr aus, als wenn ich einfach von eurer For You-Page chille, so ist es, was ich meine. Und ich komme wirklich so viele herzige Nachrichten zu meinem Podcast über. Und das gibt mir irgendwie so selber so ein Safe Space, dass ich irgendwie da so einen Platz habe, wo ich voll offen über meine Gefühle kann reden, wie es mir wirklich geht, ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie gejudged. Und ja, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite gefährlich, weil schlussendlich sind wir ja gleich im Internet da. Aber manchmal würde ich mir so wünschen, dass ich so alle eure Informationen in dem Sinn irgendwie so in eine Bubble reinholen, und alle Weirdos können nicht in die Bubble. Das kannst du halt nicht trennen. Also du kannst, egal was du im Internet tust, es gibt halt gleich noch Weirdos. Also mit Weirdos meine ich jetzt, also ich will jetzt da niemand judgen, aber so jetzt, ja, ich sage jetzt mal, weil ich nicht so der Zielgruppe entspreche. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, was ich dann eher irgendwie so bisschen, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich muss euch nicht erklären, ich glaube, man checkt das so ein bisschen. Aber ich habe gerade das Gefühl, wirklich beim Podcast ist das wirklich sehr gut, so ein bisschen rausgefiltert, sage ich mal. So, ich habe das Gefühl, das sind wirklich eben so die, die sich für mich interessieren und so die coolen, oder? Nein, Spaß. Also, auf jeden Fall, heute spreche ich so ein bisschen ein Thema an, wo einfach für mich persönlich so ein bisschen, ja, mich sehr belastet hat und sehr, also, ich will es jetzt gar nicht zu fest aufheizen oder irgendwie, so weiß auch nicht, aber ja, ich habe jetzt den Titel auch irgendwie bewusst jetzt nicht so gewählt, dass Leute, die mich kennen, wissen, um was es jetzt wird gehen oder so. Also Leute, die mich kennen, jetzt nicht im ersten Circle, sondern so ein bisschen Leute, die bei mir in die Schule gegangen sind oder so. Weil, ja, I don't know. Okay, also ich fange mal sonst an zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Es ist wirklich, also wie fange ich da an zu erzählen? Es ist schon von dem Gefühl her so auf und, also es ist wirklich, das hat mich sehr mitgenommen und ich habe nicht irgendwie so ein bisschen Zeit gehabt, um das ein bisschen zu verarbeiten. Zwar noch nicht mal 24 Stunden, aber ich glaube, es tut mir... Eigentlich sage ich, ja in der Bio von dem Podcast steht auch, dass er dafür da ist, dass ihr euch therapiert und dass ich mich also mit selber therapiere. Und genau für das ist der Podcast da, in dem man redet, hilft es ja irgendwie auch so ein bisschen. Und darum erzähle ich das so jetzt irgendwie auch mal so ein bisschen nach. Also, wo fangen wir überhaupt an? Ich bin wirklich... Sonst kann ich immer so gut reden, aber das ist für mich so ein Thema, das ich so schwierig finde, zum darüber reden. Ich habe gestern mich mit einer Kollegin getroffen, wo ich länger keinen Kontakt mehr hatte. Und das aus bestimmten Gründen. Und wir sind aber mal sehr, sehr, sehr eng gewesen. Also, ich finde es so schwierig, weil ich würde offen sein, aber ich möchte es auch nicht zu fest in die Öffentlichkeit tragen. So. Weil ich nehme an, die OGs, die mich schon länger verfolgen, auch schon mit YouTube, die wissen, um wer es geht. Und das macht es irgendwann also ein bisschen schwieriger. Aber ich probiere gleich irgendwie offen zu sein. Und ja. Also, und zwar hatte ich wirklich eine beste Kollegin gehabt, recht lange Zeit auch. Und unsere Wege haben sich dann irgendwie so ein bisschen getrennt. Zum einen hat es ein paar Gründe gegeben, zum anderen haben aber wir uns auch verändert und es hat einfach nicht mehr gepasst und es hat auch den Abstand gebraucht. Und ja,
eben, es sind dann einfach so viele Sachen passiert, dass auch ich wie so ein bisschen den Abstand gesucht habe. Und gestern war das erste Mal gefühlt, wo wir uns wieder richtig gesehen haben. Also klar, man hat sich irgendwie so an Partys oder irgendwie so wieder gesehen, aber es ist wie, ich finde, es ist nochmal ein ganz grosser Unterschied, wenn du dich persönlich siehst und das Zweite so abmachst. Weißt du, ich meine nicht auch an der Party kurz im Alltag führst, sondern wirklich so das Zweite aktiv abmachst und wieder mal redest. Und ja, ich muss sagen, es war für mich mega krass intens gewesen. Und ja, weil ich halt ganz, ganz ehrlich bin, dass es für mich hure schwer war. Also ich habe zuerst so ein bisschen, wo unsere Freundschaft auseinandergegangen ist, hat sich ja in dem Sinn so, es hat es auf jeden Fall gebraucht und es ist wahrscheinlich für beide, ja, irgendwie, also ich will jetzt nicht für beide reden, aber so, ja, es hat es einfach irgendwie gebraucht, so, weil es so viele Sachen passiert sind halt. Ich kann jetzt leider nicht alles erzählen, so privat ist es halt irgendwo gleich noch, einfach zum auch ihre Privatsphäre so ein bisschen schützen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber gleich, also ja, es war auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen schwierig gewesen, aber wir sind jetzt nicht irgendwie mit bösem Blut auseinander, also wie, eben wenn wir unsere Partys gesehen haben, ist gleich noch so, hey, hoi, aber du hast gewusst, irgendwie ein bisschen so, etwas ist ungeklärt und ich finde es nur schon mega komisch, wenn du mit jemandem mal so krass eng ist. Also ich glaube, ich hatte in meinem Leben keine engere Kollegin gehabt als sie, so. Also wir sind literally gefühlt zusammen gewesen, so. Also es war wirklich eigentlich eine Beziehung gewesen, ohne romantisch, also so der, ich habe ja in meinen Podcast-Folgen schon teilweise so ein bisschen darüber geredet und also wir sind wirklich aufeinander gehockt, also es war echt eine sehr, sehr, sehr intensive Freundschaft gewesen. Und die Person dann irgendwann mal so nicht mehr im Leben zu haben, macht es irgendwie dann gleich schwer und ich muss sagen, dass es mich schon sehr, sehr belastet hat, so in diesen 2 Jahren, weil es auch immer wieder Momente gegeben hat, wo man es irgendwo vermisst hat, irgendwo hat es Momente gegeben, wo wenn man sich gesehen hat, dass es irgendwie so, du hast nicht gewusst, wie du mit dieser Situation umgeht, wie, keine Ahnung, irgendwie. Es war einfach irgendwie schwer gewesen, aber voll, keine Ahnung, ja, es ist irgendwie gerade mega schwierig, darüber zu reden. Aber genau, und jetzt haben wir uns gestern das erste Mal getroffen, also es war schlussendlich so gewesen, wir haben uns wieder irgendwo am einem, ja, ich sage es mal, am einem Event gesehen und wir haben es, ja, ich habe dort zuerst so gedacht, oh mein Gott, sie ist auch dort, irgendwie so, wird das unangenehm oder wie wird das? Oder weiß auch nicht, weißt, werden wir, also wir müssen ja dann nicht unbedingt miteinander chillen. I don't know. Ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, wie es ihr damit geht. Es ist einfach irgendwie so eine komische Situation gewesen. Und es ist nicht so, dass man so gar keinen Kontakt mehr hat und gar nicht mehr in seinem Leben ist und das Kapitel abgeschlossen ist, sondern es ist eben irgendwie nicht ganz abgeschlossen und irgendwie, ja, das hat es irgendwie noch so ein bisschen schwieriger gemacht. Und wir haben das an diesem Event gesehen und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, wir haben beide so ein bisschen gemerkt, so, wir tun jetzt so, hoi, aber wir wissen irgendwie beide, es ist so, irgendwie, wir wissen auch nicht ganz, wie wir mit der Situation umgehen. Und lustigerweise hat sich das Ganze an dem Event richtig gekehrt. Also wir haben uns irgendwie wieder, also keine Ahnung, wir haben voll gute Gespräche gehabt. Wir haben, also ich weiss nicht, ob ich das relate kann, aber irgendwie so, sie war in einem Abschnitt von meinem Leben gewesen, wo halt sie obviously die nächste Person ist und sie hat alles gewusst, sie hat alle meine Insecurities gewusst, alle meine Probleme, alle Typen, mit denen ich etwas hatte zu dieser Zeit, also wie, sie hat alles gewusst. Über jede Person, die in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, hat sie gekannt und gewusst und alles, also wie, ja, und wenn du halt plötzlich den Mensch, der so nahe ist, nicht mehr in deinem Leben hast, dann vermisst du irgendwie, also zum Beispiel, ich hatte oft Momente, wo ich so, ja, wie das, keine Ahnung, da hörst du einen Gossip von, jetzt angenommen, ich habe mit jemandem etwas gehabt und ich höre wieder einen Gossip von dem und ich könnte das niemand anderem erzählen, wo wir so, was, reagieren und ich wüsste halt, wenn ich es ihr erzähle, sie wäre so, oh mein Gott, was und ja, ich kann eben, ja, ich will gar nicht so erzählen, aber ich habe oft dann auch so Situationen gehabt, wo ich dann so war, ich würde ihr eigentlich so mega gerne das erzählen, aber das wäre jetzt irgendwie auch weird und ja, ich bin ehrlich, ich habe auch so ein bisschen Abstand gesucht, ich bin dann eher so gewesen, ja, wenn ich jetzt ihr das verschreibe, dann ja, und das hat es irgendwie dann so ein bisschen schwierig gemacht. Und auf jeden Fall haben wir gerade an diesem Event haben wir so ein bisschen so einen Moment gehabt, wo wir so haben das können erzählen, auch so der ganze Gas, und es hat so richtig gut da, eben mit jemandem sich einfach wieder so auszutauschen. Und es war irgendwie gleichzeitig auch weird gewesen, weil ich finde das so komisch, weißt, wenn du eine Kollegin hast, wo du, weißt, in die Schule gegangen bist, du hast es gut gehabt, es war chillig gewesen, und dann hast du irgendwann, ja, bist die Schule fertig und so, und du hast nicht mehr so miteinander zu tun.
Und dann siehst du wieder mal wieder, dann ist sowieso so, hoi, weißt du, klar, du kennst dich nicht mehr so gut, du siehst dich jeden Tag, weil du nicht mehr jeden Tag in der Schule bist, aber du kannst das wieder so ein bisschen auffrischen, so. Aber eben, wo man so nah ist, es fühlt sich so komisch an, die Person wieder zu sehen. Und du weißt eigentlich gefühlt alles über die Person, auch wenn es 2 Jahre her ist und die Person sich natürlich verändert hat und wir beide uns weiterentwickelt hat und natürlich wir mittlerweile ganz andere Probleme haben als damals, aber gleich, du bist ein mega langer Abschnitt in deinem Leben, bist du so die wichtigste Person gewesen in dem Moment und irgendwie, ja, macht es das so schwierig. Also, zum euch vielleicht irgendwie euch vorstellen, falls ihr irgendwie mal eine Beziehung gehabt habt und jetzt nicht mehr, es fühlt sich an wie euer Ex. Als würdet ihr euer Ex wieder sehen und ist in dem Sinne nicht im mega schlechten auseinandergegangen, aber es hat einfach nicht gepasst in dem Moment und es hat wie müssen auseinander und du siehst dich wieder und ja, ich kann es irgendwie nicht anders beschreiben als wie du siehst deinen Ex oder irgendwie so und ja, das hat irgendwie an diesem Event einfach richtig gut da, aber ich habe irgendwie, also, weiß nicht, es hat sich bei mir so ein bisschen was gelöst, aber logischerweise ist das nicht einfach so, alles wieder gut, ja, wenn wir jetzt wieder uns sehen und ich weiß auch nicht. Und ja, darum war für mich in dem Sinn ein nice Event gewesen, aber logischerweise ist gleich alles noch nicht geklärt. Also wir haben mega nice Tage gehabt, aber es ist jetzt nicht irgendwie so mega tief gegangen, also wir haben jetzt nicht irgendwie, also so das Thema, zum Beispiel wie unsere Freundschaft auseinandergegangen ist oder die ganzen Struggles, die damals passiert sind, das ist so wie ein Tabuthema gewesen. Also es wäre nicht gegangen zu diskutieren, weil wir sind so an einem grossen Tisch gesessen, so, wir haben noch nicht das zweite aufgemacht. Aber trotzdem irgendwie so, ja, ist irgendwie gleich, ja, keine Ahnung. Ja, und für mich ist es dann wie so ein bisschen so geblieben und dann habe ich irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie viel später das war, 2 Wochen, 1 Woche später, komme ich so eine Nachricht über und ja, die ist von ihr gekommen und da ist eben drin gestanden, so, hey, sie hat es mega schön gefunden an diesem Event, ob wir mal wieder etwas machen und sie würde auch voll verstehen, wenn ich nicht will. Und ich bin im ersten Moment, ich habe mich im ersten Moment mega gefreut und im anderen Moment bin ich so richtig, nicht schockiert, aber so überrascht. Also so, es ist so unerwartet gekommen, es ist gerade so ein Schock, aber so, oh mein Gott, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das ist wie so, ja. Und ich bin mega lange am Überlegen gewesen, weißt, so, was soll ich jetzt zurückschreiben? Wie soll ich mit dem Ganzen umgehen? Was will ich überhaupt? Das ist irgendwie, ja. Auf jeden Fall habe ich ihr dann zurückgeschrieben und habe gesagt, ja, okay, let's do it. Ich habe mir dort mega viel Gedanken gemacht und ich habe, ja, auch mit Leuten, die jetzt so im näheren Kreis sind, halt so ein bisschen darüber geredet, so, was ist die beste Lösung, was kann ich machen, was ist gut. Und ich habe für mich gemerkt, hey, ich glaube, ich brauche das irgendwie, weil, wenn ich eben ganz ehrlich bin, hat es mich die letzten 2 Jahre schon wirklich belastet, weil es nie irgendwie 100% aus dem Raum geschaffen worden ist und es irgendetwas in der Luft gibt. Und eben, es ist ja nicht einfach, dass es so ein Kontakt immer mehr sich verflossen hat und dann hat man halt irgendwann nicht mehr so viel zu tun, sondern es ist wie, ja, es hat mich halt gleich weiterhin belastet und wenn ich eben ehrlich bin, dann hat es bei mir so ein bisschen etwas ausgelöst, wenn ich sie gesehen habe, gerade so einen Schock von, oh mein Gott, wie soll ich jetzt mit ihr umgehen, wenn ich sie sehe? Also es ist wirklich so, ich habe teilweise auch einfach eine Nacht gehabt, wo ich die Freundschaft irgendwo vermisst habe, weil du halt einfach, keine Ahnung, Flashback auf Snapchat, Alter, die killen damals. Nein, aber wie, und es sind auch ein paar Sachen passiert, wo mich halt wie verletzt haben, wo ich nicht verstanden habe, wieso ist das passiert? Und ich wäre niemals zu ihr gegangen und hätte mich getraut, zu sagen, ja, wenn wir das mal klären, weil für mich wie so klar ist, nein, es braucht jetzt einfach den Abstand, es passt jetzt einfach nicht mehr, sind einfach die Sachen passiert, Punkt. Und ich habe auch eben, wie gesagt, mega lange nach dem Abstand gesucht und bin eben auch der Meinung, das wird jetzt einfach so bleiben und gut ist so, es passt jetzt einfach nicht mehr und so, es geht weiter, das Leben, irgendwie so. Halt, blöd gesagt, so ein bisschen wie es bei einem Ex ist irgendwie auch. Ja, ich glaube wirklich, ich weiss, ich kann es irgendwie nicht anders vergleichen als wie so ein Ex. Voll. Auf jeden Fall habe ich mich dann einfach ins kalte Wasser geworfen und habe gesagt, jo, jetzt machst du das einfach. Weil, also egal, ob wir jetzt werden über uns, unsere Freundschaft, was alles passiert ist, reden oder nicht, einfach zum mir selber das Gefühl geben von, hey, so, weißt, ich kann ihr easy in die Augen schauen und ich kann easy mit ihr reden, ohne dass ich gerade irgendwie zusammenzucken muss, wenn ich es irgendwo sehe oder weiß auch nicht so. Sondern es ist einfach gut zwischen uns, so. Und ich habe auch irgendwie mir ein Bild machen, wie ist sie so nach 2 Jahren? Also weißt du, wie so,
ja. Und eben, das Treffen war jetzt gestern. Ich werde jetzt vielleicht schon viel zu lang, ich weiß nicht, ob euch das so fest interessiert, aber genau, dann war das Treffen gestern. Und es war voll chillig, wir sind den Barbie-Film geschaut, ich habe dann schon mit dem Can geschaut, aber sie hat ihn noch nicht gesehen und ich habe die Hälfte vom Barbie-Film. Können wir mal kurz über den Barbie-Film reden nachher? Sorry, schnell, absoluter Themaschwank, aber Barbie-Film. Ich habe die Hälfte irgendwie verstanden zuerst. Also ich habe auf Deutsch geschaut, ich kann Deutsch, aber ich weiß nicht, ob ich so irgendwie, wenn ich einen Film schaue, gefühlt nur die Hälfte mitbekomme, aber ich habe ihn nachher nicht gecheckt und dann haben wir so die Hälfte erklären. Und eben, ich habe jetzt nochmal mit ihr geschaut. Mittlerweile habe ich sehr viel verstanden. Ich habe herausgefunden, dass ich zum Beispiel mit Gesichtern gar nicht merken kann. Ich bin wirklich ganz schlecht im Gesichter merken. Also, es kommen dann Leute zu mir, hey, weißt du noch, wer ich bin? Und ich habe keine Ahnung. Ich kann dann auch nicht einschätzen. Das ist so ganz, ganz schlimm. Also, das ist vielleicht gerade mega blöd, aber wenn jemand zu mir kommt, wo ich das Gesicht nicht kenne, so irgendwo auf der Straße, dann ist halt mein erster Gedanke, okay, die kennen mich vielleicht irgendwo von Social Media. Halt blöd gesagt, weil das halt im Normalfall, blöd gesagt, wenn mich jemand auf der Straße so anspricht, halt der Fall ist. Und wenn halt jemand kommt, wo ich vielleicht mal irgendwo an einer Party gesehen habe oder so, und ich habe mit der geredet an dem Abend, ich habe keine Ahnung mehr. Und das ist mir so schlimm. Und auf jeden Fall ist es beim Barbie-Film, habe ich auch gecheckt, dass das mein Fehler ist, dass ich irgendwie mir das Gesicht nicht merken und nicht checkte, dass das die gleiche Person ist. Und darum hat für mich die ganze Story nachher gar keinen Sinn gemacht. Aber ja, das mal so zu dem. Aber sonst, also für die den Barbie-Film schauen, ich finde grundsätzlich nice, jetzt so ganz schnell, so meine Meinung dazu. Eben grundsätzlich nice, ich finde die Message in dem sind gut. Wie er gemacht ist, finde ich richtig geil. Also sie haben sehr, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, wie man einen Film genau macht, aber es sieht mega auch aufwendig aus. Und sie haben sehr, sehr viel Insider drin, was ich auch nice finde. Also gerade wenn man früher so ein bisschen mit Barbie gespielt hat oder so, dann sind es oft so Momente, oh mein Gott, ja! So ein bisschen das finde ich sehr cool. Und ich habe nur schon so gesehen, also wenn ihr mal auf Spotify geht und bei Playlists und so Barbie eingebt, es sind so viele Künstler, haben einen Song gemacht, der nachher im Film vorkommt. Also Dua Lipa gemacht, Billie Eilish, wie heisst sie, Kid Laroi, ja, noch andere, aber richtig, richtig nice, das habe ich richtig geil gefunden. Voll. Ja, auf jeden Fall sind wir Barbie schauen, so wieder zum Thema zurückkommen. Nein, ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, wie der Film war. I'm sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe die Podcast-Folge, ich hatte jetzt nicht geplant, dass es eine Barbie-Review da wird geben. Aber eben, das habe ich nice gefunden und was ich so ein bisschen schade gefunden habe, ist von der Storyline her. Also eben, so mittlerweile jetzt, wo ich alles so ein bisschen gecheckt habe, ist schon ein bisschen besser, aber ich hätte mir irgendwie noch ein bisschen mehr, dass der Fokus darauf gelegt wird. Also zum Beispiel beim Trailer ist es so ein bisschen, hauptsächlich darum gegangen, ich das Gefühl gehabt, dass sie in der Barbie-Welt war und nachher in die echte Welt kommt. Und das habe ich halt mega spannend gefunden. Diese Storyline hätte ich mega spannend gefunden. Und das ist vielleicht so gefühlt 10% vom ganzen Film, also vom Inhalt her. Und ja, ich hätte gerne noch ein bisschen, dass sie mit dem gespielt hätten. Oder was auch gut kann sein, ist, dass irgendwie die Spannung gefehlt hat. Also irgendwie, dass ich so dranbleibe am Film und will den Schluss erfahren. Das hat bei mir so ein bisschen gefehlt. Also das, ja, ich weiß nicht, nicht, dass ich jetzt irgendwie eingeschlafen wäre, aber es ist so wie, keine Ahnung, wenn ich halt eben im Kino geguckt und hat ihn fertig geschaut und ich nehme an, wenn ich ihn jetzt auf Netflix geschaut hätte, hätte ich irgendwann abgeschaltet. Das sind jetzt gerade böse, aber es ist wie ein cooler Film und die Message finde ich wichtig, aber die Spannung ist bei mir nicht so ganz da gewesen. Also kann ich, wenn ich eine Serie schaue, Digga, da willst du am liebsten gerade die nächste Serienfolge schauen und wenn nicht, dann ist es eine scheiß Serie so. Und das habe ich das Gefühl, beim Barbie-Film ist da ein bisschen schade gewesen. Voll. Einfach weil es irgendwie auch vom Schluss her ist jetzt so, also ja, ich weiß nicht. Aber könnt ihr auf jeden Fall mal selber schauen. Bildet eure Meinung, könnt ihr gerne Kommentare schreiben oder mir auf Insta, wenn ihr den Film gefunden habt. Das würde mich mega wundern. Ich glaube, da hat jeder so eine andere Ansicht. Aber ich glaube, es ist gleich wichtig, dass nicht jeder schauen geht. Also ich finde nur so von der Message, finde ich, die ist eigentlich sehr gut, also sehr gut übergebracht worden. Aber ja, zurück zum Thema. Wir sind den Barbie-Film schauen. Und eben, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen mehr verstanden. Yay. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich glaube, das war auch eine gute Idee gewesen. Also, auch wenn ich jetzt das zweite Mal schauen bin, so eben zum einen, weil ich nicht viel gecheckt habe beim ersten Mal und zum anderen, weil auch irgendwie, also zum einen, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss ausweichen. Also es ist eine gute Möglichkeit, mich auch im Gespräch ausweichen, dass es vielleicht nicht so ganz unangenehm ist, wenn man sich wieder sieht. Aber das ist eher so ein bisschen eigentlich stupid, weil eben, wegen dem habe ich mich irgendwie so ein bisschen getroffen, um sich wieder mal austauschen. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mir irgendwie, also es hat mir so ein bisschen erleichtert zu wissen, wir können nach dem Film, haben wir ein Gesprächsthema, und zwar den Film.
Und das hat es für mich so ein bisschen einfacher gemacht. Also falls ihr irgendwie auch gerade am Überlegen sind, wieder mal eure Ex zu sehen. Nein, ich weiss nicht, irgendjemand, der halt auch mal nicht gestanden ist. Also auch so in einer ähnlichen Situation wie ich, finde ich, ist das eine gute Möglichkeit, um eben und nachher noch eins zu trinken, also wir müssen nachher noch Pizza essen. Und eben dann haben wir zuerst mal so ein bisschen einfach Gespräche gehabt über unser Privatleben und einfach so, was mittlerweile so ein bisschen abgeht und so. Auch so ein bisschen deeper, jetzt nicht nur oberflächlich, was du studierst, sondern wirklich so ein bisschen eigentlich ein mega gutes Gespräch, wirklich super. Und nachher, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, aber dann hat es so ein bisschen angefangen, dass ich es so ein bisschen angesprochen habe, ja, so quasi wie es für sie war, dass Freundschaft so beenden und so und wie sie das empfunden hat und was sie gedacht hat, was Gründe sind, so, warum dass sich unsere Freundschaft also ja, in dem Sinn, dass es einen Break gegeben hat, so ein bisschen. Also eben, es hat nicht einen Break gegeben von so, an einem Tag ist etwas passiert und nachher hat es niemand gesehen, sondern es ist in dem Sinne schon so ein bisschen fliessend auseinandergelaufen. Und plus eben so, ja, wenn die Schule halt fertig ist, siehst du halt automatisch weniger so. Aber ja, es hat eben, wie gesagt, trotzdem für mich sind so ein paar Sachen passiert. Mich hat wie Wunder genommen, ob für sie das so ein bisschen die gleichen Gründe sind oder was auch immer war. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht fest ins Detail gehen, aber grundsätzlich habe ich einfach gemerkt, es war eine ultra gute Entscheidung gewesen, um mit ihr über das zu reden. Weil, eben, wie gesagt, es ist jetzt 2 Jahre lang her und wie all die Sachen, die passiert sind, das sind ja nicht so, dass ich ihr immer noch böse bin. Also für mich ist wirklich kein böses Blut jetzt mega so bei ihr gewesen, so. Aber wie eher so ein bisschen, ja, eben, dass es mich irgendwo gleich noch belastet hat. Doch, nein, es ist nicht böses Blut gewesen, aber es ist so ein bisschen, es hat sich wie so ein bisschen ein Schutzmechanismus bei mir gebildet, so, das hat mich in dem Moment vielleicht verletzt und das, ja, kann ich vielleicht wissen, was ich meine. Wie beim Ex, ich sage es immer wieder, aber egal, auf jeden Fall, ja, habe ich einfach gemerkt, dass das Gespräch mir mega krass gut da hat. Also ich habe wirklich gefühlt meine Hose nicht runterlassen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich alles wird ansprechen, wirklich alles und sie eigentlich auch in dem Sinne alles und ich hätte das nicht gedacht. Es ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber es ist irgendwie, ja, irgendwann so in eine Richtung gegangen, wo du einfach gemerkt hast, du kannst es jetzt ansprechen und es ist wichtig, dass du es jetzt ansprichst in dem Moment, weil eben, du hast jetzt 2 Jahre nicht angesprochen, wenn, dann hast du vielleicht mit anderen Menschen darüber geredet, aber es ist wie nicht das Gleiche. Und das ist wie so etwas, was ich für mich so ein bisschen gelernt habe. Auch wenn es eigentlich, ich habe es ja schon vorher gewusst und ich nehme an, es ist für euch auch nichts Neues, wenn ich das jetzt so euch sage, aber das nochmal so wirklich genauso anhand von so einem Beispiel direkt zu erfahren, lernst du irgendwie gleich nochmal so ein bisschen daraus. Also um zum Punkt zu kommen, dass du, wenn dich jemand verletzt hat oder wenn etwas vorgefallen ist oder einfach irgendein Problem in deinem Leben ist, dass man das klärt. Und dass das in dem Sinn klar gut ist, um mit Menschen darüber zu reden. Auf jeden Fall. Aber das eigentlich, also das ist aber das Problem direkt lösen. Und das Problem direkt ist ja in dem Sinn, okay, das ist nicht das Herz, wenn ich sage, das Problem ist meine Kollegin, aber das Problem ist zwischen uns gewesen, so meine ich es. Und ich habe gemerkt, es hat das gebraucht, das Gespräch mit ihr und nicht irgendwie mit meinem Freund oder irgendjemandem, wo ich das berede, sondern wirklich mit ihr. Und einfach auch nur der Gedanke, dass sie jetzt weiss, hey, das ist damals vielleicht nicht, also weißt du das? Und umgekehrt natürlich auch. Also, dass ich das auch weiss und wir haben einfach beide wie gemerkt, dass wir damals überhaupt nicht haben kommunizieren können und dass das eigentlich mega, mega wichtig gewesen wäre. Und das ist einfach allgemein eigentlich so ein bisschen das, was ich euch mega ans Herz legen kann, dass Kommunikation wirklich so wichtig ist, egal ob in Freundschaft, Familie oder Beziehung, und dass man Sachen anspricht, die einem verletzt haben oder Sachen anspricht, die einen beschäftigen. Und darum habe ich die Podcast-Folge vielleicht so ein bisschen so genannt. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie ich sie nennen würde, aber irgendwann ist es so ein bisschen etwas mit Problem und Problem lösen. Und ja, ich habe jetzt gerade in den letzten paar Tagen wie gemerkt, also ich habe so gewisse Baustellen im Leben, wie natürlich jeder andere Mensch, jeder hat irgendwo sein Rucksäckchen zu tragen, aber dass man sich irgendwo auch aktiv dazu entscheiden kann, dass man die Probleme wirklich, wirklich in die Hand nimmt, um die zu lösen. Weil ich merke, dass ich oftmals, wenn ich irgendwo ein Problem bin, dass mich selber so ein bisschen in die Spirale runtertreibe und so ein bisschen, ja, nicht in die Opferrolle verfallen, aber auch so ein bisschen, ja, irgendwie
klar, die ganze Zeit am Overthinken bin über das Problem, aber wirklich aufstehen und sagen, hey, nein, ich kümmere mich jetzt darum, ich kann das Problem jetzt wirklich lösen, das finde ich irgendwie dann immer so ein bisschen schwieriger, als einfach so ein bisschen, halt, ist halt einfacher im Bett heulen, blöd gesagt. Also einfach so ein bisschen darüber nachtrauern, aber oder mit anderen darüber reden und sich irgendwie darüber aufregen oder irgendetwas auskotzen, aber direkt dich mit dem Problem so konfrontieren, dass von dem, also ich spreche jetzt auch mal für mich, von dem habe ich teilweise schon Angst, weil ich gerade so ein Mensch bin, also ja, sind jetzt vielleicht mega widersprüchlich, aber so ein bisschen auch Harmonie suchen und wenn du dich halt mit einem Problem, also wenn du halt zum Beispiel bei jemandem etwas ansprichst, das dich verletzt hat oder so, dann gehst du ja so ein bisschen auf Konfrontation aus. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie du das ansprichst, klar. Ich spreche normalerweise dann logischerweise nicht etwas an, indem ich jemanden also so anficke, so logischerweise. So, das ist allgemein etwas, was ich auch gelernt habe. Ich-Botschaften, nicht Du-Botschaften. Das macht so viel aus. Ich-Botschaften sind so, ich wünsche mir, mich hat verletzt, ich hätte mir erhofft, anstatt du hast das falsch gemacht, du. Weil so kommst du nicht weit. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall habe ich einfach, ja, am Schluss im Ganzen hat mir das mega, mega gut getan und habe ich einfach so ein bisschen gemerkt, dass es das gebraucht hat, dass das eigentlich so ein bisschen der Key ist für das Problem. Und eben, es muss ja nicht mal heißen, dass wir jetzt wieder Besties werden und uns jedes Wochenende sehen oder whatever, sondern einfach, dass sich das mal geklärt hat und dass das mal irgendwie so ein bisschen, ja, keiner aus dem Weg geräumt worden ist. Und wir haben uns irgendwie auch beide miteinander entschuldigen und einfach, ja, es hat einfach gut da irgendwie so zu hören, das zu hören irgendwie und irgendwie, man hat sich einfach so ein bisschen, ich glaube, wir haben das beide irgendwie so ein bisschen heilen können. Ja, voll. Und darum, vielleicht kann ich irgendjemanden aussen auch ermutigen. Ich weiss nicht, ob wir vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Gut, ich nehme an, wenn ich jetzt einen Podcast will hören, ich wäre gerade irgendwie so 2 Wochen vor mir ich, also mit 2 Wochen Vergangenheits-Ich und ich würde den Podcast hören, wäre ich wahrscheinlich auch so, ja, nee. Aber einfach, weil ich mich nicht damit konfrontieren möchte. Ja, mir sind so Sachen irgendwie, ja, irgendwie unangenehm oder ich mache das eben nicht so gern. Ich weiß auch nicht, was eigentlich mega dumm ist. Ich glaube, es gibt auch viele da draußen, die das easy gut können und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das wie nicht so gut kann. Dass wenn mich etwas stört, dass ich dann lieber bin, so, ja, ich möchte das jetzt so ein grosses Ding machen, so, und das mega ansprechen und ein Drama machen und die denken wahrscheinlich eh so, was tust du so? Aber nein, so, gerade eben, ich sage das immer wieder in meinen Podcast-Folgen, wenn sich euer Becherli fühlt, dann müsst ihr das unbedingt ansprechen, damit sich euer Becherli kann leeren. Ja, voll. Und das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass das wirklich viel wichtiger ist, als man eigentlich schon denkt. Und voll. Ich habe jetzt eben wie, ja, jetzt gerade letzte habe ich so ein bisschen, durch das irgendwie habe ich so gemerkt, ich muss jetzt meine Probleme, allgemein, die ich in meinem Leben habe, so ein bisschen wirklich anpacken. Und nicht einfach so sein, ja, das sind jetzt einfach so Probleme, die sind nicht scheiße, klar geht es irgendwann vorbei, die Zeit heilt, aber man kann, also klar gibt es auch Probleme, wo wirklich nur Zeit kann heilen kann, aber ich hätte jetzt auch von Problemen, wo gerade zum Beispiel mit Kommunikation, wo du so viel kannst erreichen mit Kommunikation, indem du eben, wenn du mit irgendjemandem einen Konflikt hast, dass du mit dieser Person, dass du das ansprichst, dass sie das klärt. Oder nur schon, wenn es jetzt ein Mental-Problem ist, dass du, also ja klar, das ist jetzt so abgebrochen gesagt, ich weiß, dass es nicht so einfach ist und ich bin jetzt auch selber kein Therapeut, aber wie, dass es wichtig ist, dass ihr mit jemandem redet und gerade zum Beispiel mit einer Fachperson, dass ihr euch Therapie sucht, dass ihr das jemandem anvertraut, das ist so wichtig. Und dass ihr das nicht in euch selber irgendwie so reinfresst, sondern dass ihr irgendwie so, auch wenn es scheiße ist, ich hasse es auch, mich mit meinen eigenen Problemen so zu konfrontieren und die wirklich so aktiv lösen, aber es geht euch nachher besser und sie sind nachher irgendwo aus dem Weg. Und das fühlt sich geil an. Ich sage es euch, Friends, es fühlt sich geil an. Ich habe schon gestern, ich jetzt auch bei einem Kollegen von mir, was ich mega gerne habe, habe ich auch gemerkt, dass mich langsam etwas so ein bisschen anfängt zu nerven und etwas passiert ist, was mich mal verletzt hat. Ich habe das nie so wirklich jetzt gross thematisiert und habe gemerkt, nein, ich merke, dass das irgendwie bei mir so ein bisschen anstaut und mich immer mehr nervt. Ich muss das auch ansprechen. Ich habe es gestern auch angesprochen, das hat mir auch gut getan, das einfach mal rauszulassen. Ich merke, ich gebe eigentlich immer den Tipp mit dem Becher, dass er das, also ich hoffe, ihr checkt es beim Becher, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast erklärt, aber also, dass er indem wir es ansprechen, dass wir den Becher wieder leeren, weil sonst fühlt sich der immer mehr. Aber ich merke selber, dass mir das halt schwierig fällt. Also ich bin auch einfach nur ein Mensch, so. Ich gebe da Tipps und finde es manchmal gebe ich euch die Tipps, um einfach mir selber irgendwie die Tipps zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie. Und voll, das ist irgendwie
ja, finde ich irgendwie immer noch schwer. Und ja, ich weiß nicht, ob man das auf alles kann beziehen kann, aber ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich für jedes Problem irgendeine Lösung. Irgendeine Lösung gibt es da außer für uns Problem. Eben, auch wenn es manchmal nur Zeit ist, auch wenn es Kommunikation ist, wenn ihr Stress habt, probiert mindestens eine halbe Stunde am Tag Zeit für euch nehmen. So, also es gibt wie für alles Problem gibt es irgendwo eine Lösung. Redet mit Personen, redet mit euren Friends, redet mit eurer älteren Familie, klärt Sachen. Und getraut euch. Das ist mein Appell an euch. Ich weiss, ihr habt wahrscheinlich da außen jeder hat irgendein Säckchen von euch da außen zu tragen. Und tönt euch die Last doch nicht an und klärt das Problem und macht euer Säckchen ein bisschen leichter. Ich würde alles immer so schön verbildlichen, es tut mir so leid, aber ich sehe immer alles so bildlich und es ist für mich immer so einfacher, das zu verstehen, wenn ich das so bildlich sehe. So eine bildliche Veranschaulichung. So. Ja, für die das auch haben, vielleicht ist das gerade nice für die, wenn ich das so auch ein bisschen verbildliche. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr einfach euer Problem zuerst mal erkennt, dass ihr euch wirklich mit dem befasst und dass ihr wirklich auch aktiv eben sucht, was gibt es für Lösungen. Und ich glaube, gerade wenn ihr irgendwie vielleicht denkt, ihr habt eine Lösung gefunden, probiert das und es scheitert, dann ist es nicht die Lösung gewesen, so. Ja, ist jetzt wie mega einfach gesagt, aber ja, ich hoffe, ich kann euch irgendwie da so ein bisschen einen Denkanstoss geben oder irgendwie euch so ein bisschen ermutigen. Eben, ich bin selber ja auch in diesem Prozess, gerade merke ich, wo ich einfach so probiere, all meine Alltagsprobleme oder meine Probleme, die mich momentan mental einfach so beschäftigen, so ein bisschen zu lösen und mit anderen Menschen zu besprechen. Und es gibt viele wahrscheinlich von euch da draussen, die auch so ein bisschen das Gefühl haben, ja, wenn ich das mit anderen bespreche, dann belaste ich ja nur noch die Friends. Für das sind Friends da, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich belaste niemanden mit euren Problemen, sondern es sind Menschen, die euch gerne haben, die euch helfen wollen. Und darum ist es mega wichtig, dass ihr euch denen anvertraut und euch helfen lasst. Und in dem Sinne euch auch selber damit helfen. Ja, genau. Das ist so das, was ich euch sagen. Und ja, mal schauen. Ich bin jetzt gespannt, wie es mir so in Zukunft wird aussehen. Ich kann jetzt eben selber noch nicht sagen, wie das so mit meiner Kollegin sich wird verändern. Vielleicht kann ich euch mal irgendwann so in einem Jahr ein Update geben, wenn euch das interessiert. Aber voll, eben in erster Linie hat einfach das mal gut da, einfach mal das zu klären. Und ja. Ich muss langsam ein bisschen pressieren. In einer Stunde kommt Hannah zu mir und dann drehen wir zusammen ein YouTube-Video drehen. Und ich freue mich richtig. Übrigens, in einer Woche gehe ich zu vierten mit der Hannah, mit der Philippa und mit der Emma gehen wir in die Ferien ins Tessin. Und maybe, ich will es noch nicht versprechen, maybe kommt dann eine Podcast-Folge zu vierten und ich freue mich mega, mega fest auf die. Also falls ihr gerade irgendwie so ein Thema habt, das euch interessiert, das wir zu vierten noch besprechen werden. Es kann um Social Media gehen, es kann aber auch um etwas komplett anderes gehen, weißt du, so ein bisschen Girls Talk. So also ihr könnt auch voll mir auf Insta schreiben, was ihr euch wünscht für ein Thema, was ihr cool findet. Und ich heiße auf Instagram natistyle_. Genau, dann freue ich mich sehr. Gebt meiner Podcast-Folge, meinem Podcast 5 Sterne, wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich mega freuen. Ich kann mich auch abonnieren und dann kommen weitere Charts auf. Ich habe gesehen, wir sind gerade letzte, glaube ich, Top 9 oder so gewesen. Wir sind stark unterwegs, okay, also let's go, abonniert mich auf fucking Podcast, Spotify. Und ich weiß gar nicht, was es alles noch bringt. Kann man ein Like geben? Ich glaube nicht. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Und ja, sonst kommentiert mal, so, was ihr vielleicht so für Situationen schon gehabt habt, ob ihr das schon mal so eine ähnliche Situation gehabt habt. Eben vielleicht auch mit meinem Ex, wir wissen es nicht. Würde mich mega, mega wundern. Und ja, ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich jetzt so persönlich bin, aber will gar nicht sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!